Danke vielmals. Thomas, Ursi, ihr habt uns gesegnet. Merci. Es ist wunderschön, dass wir in der Sommerzeit gemeinsamen Gottesdienst feiern können. Du darfst schon kurz mal ein bisschen umschauen. Heute sind wir mit klassischen Gottesdienst und modernen Gottesdienst, so EG und zweite OG, alle zusammen. Schön auch neue Gesichter gesehen. Vielleicht sind ein oder andere Gesichter für dich heute neu. Das heißt, den kenne ich nicht. Oder vielleicht kenne ich, aber habe ich noch nie Gelegenheit gehabt, mit der Person mal reden, kennenlernen. Will ich dich heute ermutigen, nach dem Gottesdienst mal einen Kaffee nehmen mit der Person, die du nicht kennst. Und dann schaust, bist du vom Erdgeschoss oder bist du neu da? Und dann tun wir mal herausfinden, wenn man ist. Es ist auch lustig, manchmal tun wir Leute kennenlernen, die sagen, ja, ich bin seit 10 Jahren da. Ja, ich auch. Wir haben nie gesehen, das ist vorhin passiert. Super. Super. Dann darf man heute einander kennenlernen. Gut, ich habe etwas von euch. Und zwar eine Prüfung. Jetzt mal schauen, wer war letzte Woche da gewesen? Gut. Hey, super. Für alle, die letzte Woche da sind, gibt es noch ein paar Fragen. Für alle, die letzte Woche nicht da sind, dann schaut mal, wie gut eure Bibelkenntnis generell ist. Sind ihr ready? Welchen Brief sind wir im Moment am schauen? Welchen Brief tun wir miteinander durch? Kolosserbrief. Wer hat den Kolosserbrief geschrieben? Super. Von wo hat er den Kolosserbrief geschrieben? Vom Gefängnis. Wie hat der Mann geheissen, wo der Du bist eine Lehrerin, du darfst jetzt nicht. Man sieht es so gut. Und was ist die ersten 2 Kapitel? Um was gehen die ersten 2 Kapitel? Wissen die noch? Ihr Lehrer. Wow. Gut aufpassen, ja. Super. Hey, genial. Ihr habt es wirklich gut aufgepasst, gut gehört. Welche Kapitel schauen wir heute miteinander? Ich sagen 3, 2. Heute ist Kapitel 2. Nächste Woche ist Christoph Marzi am Predigen und mit ihm werden wir Kapitel 3 anschauen. Ich freue mich schon jetzt. Ein geniales Kapitel, wo um Verhalten, wie lebe ich für den Jesus, wo ich glaube. Heute miteinander werden wir Kapitel 2 anschauen. Und ich nenne den Kapitel 2 den Kapitel von Ismus. Heute reden wir über Ismus. Wenn du keine Ahnung hast, was Ismus ist, das ist kein Wort, das habe ich selber jetzt geschaffen, weil heute geht es um verschiedene Ismus. Es geht um Humanismus, Legalismus, Mystismus und Gnostizismus, Asketismus und Platonismus und all die Ismus, die können mal gehen. Heute müssen wir über all die Ismus miteinander reden. Vorher der Technikteam hat mir gesagt, mein S stört. Und ich habe gesagt, heute haben wir viel S. Es tut mir leid, wenn mein S euch stört. Jetzt nicht. Super. Letzte Woche, darf ich in der nächsten Folie schauen, wir haben über verschiedene Ismus, die im Kolossi geherrscht haben, geredet. Wir haben das Thema Humanismus angeschaut zusammen, Legalismus, Gnostizismus, Mystismus und Asketismus. Und jetzt im Kapitel 2 antwortet Paulus gegen all die Irrlehre, Ketzerei, falsche Lehre. Und er schaut jede von dieser falschen Lehre an. Wieso schauen wir? Was ist für mich heute? Was für eine Relevanz haben diese Themen für mich? Viel. Als wir werden diese Themen miteinander anschauen, ihr werdet sehen, wie viel von der Ismus auch heutigen Tag in unserer Welt herrscht. Und nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der Kirche. Wie viel von der Ismus, die wir da sehen, haben wir auch heute
in der Gemeinde. Vielleicht nicht bei uns in der Gemeinde, hoffentlich. Mal schauen. Aber die sind nicht ein Thema vor 2000 Jahren, sondern auch ein Thema für heute. Also, kann man schon anfangen. Legen wir los. Sind ihr ready für das ganze Kapitel wieder? Bibel, Notizbuch, bereit? Handy? Cool. Wir lesen die ersten 8 Vers. Vers 1 bis Vers 8. Lassen wir schnell durch und dann schauen wir, was Paulus versucht, da uns sagen. Ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in der Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis, wir haben letzte Woche mal zusammen geschaut, das Wort Erkenntnis, das Wort Verständnis, wir haben gesagt, das ist Gnosis. Mögt ihr euch daran erinnern? Das, was Gnostizismus kommt und sagt, wir haben noch mehr Erkenntnis, noch mehr Verständnis. Er sagt, das will ich euch schon geben. Ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Was ist das Geheimnis Gottes? Das ist immer da gewesen. Das ist eigentlich kein Geheimnis. Weil er ist immer da gewesen. Altes Testament, Neues Testament ist kein Geheimnis. Wir haben gewusst. Aber jetzt darf man noch tiefer erkennen, entdecken, kennenlernen, spüren und erleben. Christus selbst ist ein Geheimnis. Er ist immer gewesen. Das ist kein Geheimnis. Aber im Alten Testament haben ihn nicht wirklich gekannt. Er ist da gewesen. Haben nicht gekannt. Und jetzt aber. In ihm sind alle Schätze der Weisheit, nochmal, Gnosismus. In ihm ist all Gnosis, wo ihr eigentlich braucht. In der Erkenntnis verborgen. Ich glaube, er macht das einfach extra. Ich glaube, der Paulus hockt da und nimmt all die Worte und sagt, hey, ihr braucht keinen Gnostizismus, kein vollkommene Erkenntnis und Verständnis, der ist schon da. Und ich sage es wieder und wieder und wieder. Ihr seid erfüllt mit dem Verständnis. Ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Denn wenn ich euch nicht persönlich unter euch bin ich es doch mit meinen Gedanken und es macht mir Freude zu sehen, wie geordnet alles bei euch zugeht und wie gefestigt euer Glaube an Christus ist. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn untergestellt. Darum richtet nun eure Gottheit, könnt ihr ihm nicht genug danken. Oder? Tatsächlich so, wir können nie, wenn wir wirklich verstehen, was er gemacht hat, was Jesus gemacht hat, wir können ihm nie genug danken. Und jetzt nehmt euch von denen in Acht, die euch mit einer leeren, trugischen Philosophie einfangen wollen. Mit Anschauungen rein menschlichen Ursprung, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Wichtig sind die Worte, nehmt euch Acht wegen trugischen Philosophie, menschliche Traditionen, menschliche Themen, die sind schon immer gewesen. Einfach jetzt kommen ein paar Philosophen, ein paar kluge Menschen, es tönt mega gut und ihr werdet euch in dem verlieren. Lasst uns ein paar von der Philosophie anschauen. In der Zeit von der Paulus, in der Zeit von Jesus, auch vor Jesus und nach Jesus, gewisse Theologien, Philosophien sind sehr gross bekannt und berühmt gewesen. Es gibt etwa 5, die ich gefunden habe, aber ich will 3 von denen heute bei Namen nennen. Wir haben in dieser Zeit vor allem Stoizismus gehabt. Stoizismus. Ich habe es gesagt, alles mit Ismus. Heute hat viel Ismus. Und der kommt von Zenon, von Kition. Der Grundglaube, der Kernglaube, es ist viel größer gewesen, aber das ist der Kernglaube, Harmonie mit der Natur, Selbstkontrolle und Rationalität, Tugend und Weisheit als Wege zum Glück. Das ist der Grundkerngedanke gewesen. Dann haben wir
Platonismus, der von Platon kommt. Grundgedanke, höhere Realität der perfekten Formen, materielle Welt als Schatten dieser Welt, Streben nach höherem Wissen und Vernunft. Wir haben Aristotelismus, was von Aristoteles kommt, und den können wir auch sehen, Grundgedanken sind empirische Beobachtung und Logik, erreichen das Wohlbefinden durch ein ausgewogenes Leben und Tugend, umfassender Ansatz zu wissen. Jetzt, wenn ihr das alles mal anschauen, es tönt alles gut, oder? Tönt nicht schlecht, nicht falsch. Ich habe eine Frage für euch. Tönt das auch für euch familiar? Das ist das Wort. Bekannt, danke. Tönt das auch für euch bekannt? Kennt ihr die Philosophie, den Gedanken? Jetzt damals hat es verschiedene Namen gehabt. Heutiger Tag, man nennt den Gedanken, was da steht, Humanismus. Wieso sage ich das? Das Wort Humanismus ist eher vor 100 Jahren gekommen. Das ist nicht eine alte Philosophie, das ist erst nachher gekommen. Aber sehr beeinflusst von dieser Philosophie, die im römischen und griechischen Reich ist verbreitet war. Wieso sage ich Humanismus? Ich lasse das jetzt kurz da und ich lese, was Humanismus ist. Der Humanismus ist verschiedene Formen. Heutzutage Tag geht unterschiedliche Humanismus, inklusive säkulär, kulturell, pragmatisch, ethnisch, religiöser Humanismus, Transhumanismus, wo mit Technologie zu tun hat, nicht mit Trans, und legt die oberste Autorität in der menschlichen Vernunft, empirische Beweise und individuelle Anatomie. Wissen wird durch Beobachtung, Experimente und rationale Analyse gewonnen und betont das menschliche Wohl und die Würde und ethnische Werte, die auf menschliche Bedürfnisse und Interessen beruhen. Darf ich nächste Folie haben? Im Jahr 1923 hat es ein Statement gegeben über Humanismus, was Humanismus ist, hat es erklärt. In 2003 haben sie das wieder bearbeitet und vollkommen gestellt. Die sind, ich lese es jetzt nicht alles durch, einfach wegen der Zeit, aber das ist der grundlegende Glaubengedanke von Humanismus. Und es tönt alles gut. Es tönt nicht schlecht. Es geht um Natur, es geht um Logisch, um Wissen, um Vernunft. Es geht um Verständnis, es geht um sozial miteinander sein. Es geht um uns umeinander kümmern, uns um uns selber kümmern. Es ist nicht apartig in dem hinein. So, wieso ist das falsche Lehre? Wieso steht Paulus da und sagt, das will ich nicht? Und ich könnte mir mega gut vorstellen, wenn der Paulus in Ephesus war, in diesen 2 Jahren, er hat mit verschiedenen Philosophern diskutiert. Und die Hauptdiskussion ist um das gegangen. Ich könnte mir mega gut vorstellen, sind Leute zu ihm gegangen und sagen, Paulus, wir kennen deine Lehre. Wir tun das auch lehren. Es ist genau gleich. Hey, top. Eure Jesus ist genau wie der Platon, wie Aristotel. Das ist genau gleiche. Wir beide sagen es gleich. Und der Paulus steht und sagt, nein, wir sagen es nicht gleich. Es tönt ja gleich. Es tönt klug und weise. Und es hat auch viel Wahrheit drin. Es hat auch viel Gutes drin, aber es ist nicht der gleiche. Was ist der Unterschied? All die Philosophie, die wir vorher miteinander geschaut haben, bringt die überste Autorität ist menschliche Tugend, Vernunft und Weisheit. Wenn ich kann beweisen, wenn ich kann nachvollziehen, wenn ich kann spüren und erleben und entwickeln, dann glaube ich. Das ist wahr, wo ich verstehen kann, was ich nachvollziehen kann, was ich beweisen kann. Ich bin der Chef der Welt. Ich bin das Zentrum der Welt. Ich bestimme meine Existenz. Ich definiere Wert und Moral und ethnische Werte. Das ist keine Aussage. Und Paulus sagt, Mensch, wir als Mensch, wir sind nicht im Zentrum. Habt ihr mal auch, das ist leider, aber es gibt auch religiösen Humanismus.
Und die sich mit dem Thema beschäftigt haben, wir wissen, der Humanismus ist heute das grösste, kann man sagen, Religion. Und es wandelt sich auch in der christlichen Form, in der Kirche. Ich kann nicht glauben, wenn ich nicht verstehe. Gewisse Sachen in der Bibel verstehe ich, gewisse nicht. Und das kann ich nicht glauben. Ich muss es verstehen, um zu glauben. Ich muss es nachvollziehen. Es muss logisch sein. Wenn es nicht logisch ist, wie kann ich das glauben, wenn es nicht rational ist? Wie kann ich an Gott glauben, wenn ich an Gott nicht beweisen kann? Wie kann ich an gewisse Geschichten von der Bibel glauben, wenn das einfach ein bisschen abstrakt ist? Jetzt, ich habe selber studiert. Ich liebe Studium. Ich werde mein Studium noch weitermachen. Ich empfehle all unseren Jugendlichen, die sagen, hey, jemand, der kommt, ich will der Pastor werden, sage ich, erst gehen studieren. Und nicht nur Theologie, sondern ganz richtig studieren. Es ist gut. Ich habe mich selber gehört. Also nicht, dass Theologie kein richtiges Studium ist. Es tut mir leid für alle, die Theologie studiert haben. Theologie ist ein richtiges Studium. Aber wenn du Theologie studiert hast, kannst du nur als Pastor arbeiten. Weißt? In dieser säkulären Welt hast du keine anderen Arbeitsmöglichkeiten. Was ich meine mit dem Studieren einfach ein Job ist. Und dann noch dazu Theologie. Dann kannst du dich entscheiden, ob du ein Pastor werden willst. Anyways, Studium. Gott hat uns ein Gehirn gegeben. Er hat uns Verstand gegeben. Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Gott ist ein kluger Gott. Er ist ein Schöpfer. Er liebt Entwicklung. Er liebt Sachen neu schaffen. Er hört nie auf mit der Schöpfung. Und wir sind im Ebenbild geschaffen. Liebe nach Empfindung und Entdeckung. Und wir würden auch gerne schaffen und mehr wissen und wachsen in unserer Vernunft. Und das ist auch gut. Das Problem ist, wenn ich mich vertraue auf meine eigene logische Vernunft versetze. Wenn ich meinen Glauben auf meinen eigenen Verstand versetze. Wenn ich sage, ich glaube das, was ich verstehe. Ich glaube das, was ich nachvollziehen kann. Heisst, mein Verstand ist höher als Gott. Es muss mir erst alles Sinn machen. Und das mag auch so sein. Manchmal muss auch gewisse Sachen Sinn machen. Anstelle von sagen, ich glaube nur das, was Sinn macht und alles anderes nicht. Ich werde euch heute ermutigen, ob es zu. Und wenn du vielleicht Mühe hast mit gewissen Theologien, Philosophien, mit gewissen Predigten, mit gewissen Sachen, die Gott erzählt, die Bibel erzählt, und für dich keinen Sinn macht, in Ordnung. Studieren, lernen, du mal recherchieren, geh in der Bibel richtig und du studieren. Und gleichzeitig mach etwas anderes. Weil wir sind begrenzt. Bitte Gott um seine Hilfe. Du kannst auch Gott sagen, schau, verstehe ich nicht. Das macht für mich keinen Sinn. Die Geschichte macht null Sinn. Aber ich will glauben, Gott, gib mir Verständnis. Hilf mir zu verstehen. Öffne mein Herz. Öffne meine Augen. Lass mich nachvollziehen. Red mit meinem Gehirn. Heiliger Geist, red mit mir, damit ich es auch verstehe. Und ich will im Glauben laufen. Es geht um Stolz, dass ich auch sagen kann, als Mensch, ich lege meinen Stolz auf die Seite. Ich verlasse mich nicht auf das, was ich gut heisse und gut nenne, sondern ich will mich auf dich verlassen. Er geht weiter. Im Vers 9 und 10 sagt er, dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Eine sehr klare Aussage, dass Jesus Gott ist. Sehr klar. Wieso, Sabrina? Ganze Fülle von Gottes Wesen. Nicht Teil von Gottes Wesen, nicht Geist von Gottes Wesen, nicht Geist von Gottes Wesen, die ganze Fülle von Gottes Wesen ist in Christus, ist im Leib, ist im Körper. Jesus ist Gott auf die Erde. Wir können Gott nicht nachvollziehen. Wir können Gott nicht sehen. Wir können Gott nicht verstehen. Aber Jesus kann man. Wieso? Weil er sich Mensch gemacht. Er ist gekommen. Er hat unter uns gelebt. Er ist immer noch da, damit wir können überhaupt ein bisschen verstehen.
Und dann Gott wieder, ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Er sagt das vor allem von den Gnostikern, wo er gesagt hat, es gibt eine Fülle. Es gibt noch mehr Fülle. Durch Verständnis, ihr gewinnt Fülle. Und da kommt er und sagt, nein, durch Verständnis gewinnt ihr keine Fülle von Gott. Ihr kommt nicht auf eine höhere Position, weil ihr besser verstanden. Das gilt nur und nur durch Jesus Christus. Der die ganze Fülle in ihn ist vom Vater. Der gleich ist wie Vater, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das überhaupt alle Mächte und Gewalten ist. Gehen wir weiter im Vers 11. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr denn auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Kurz Stopp da, weil ich komme dann nur mehr auf diese Verse zurück. Ich schaue den generellen Legalismus jetzt. Beschnittenheit, also das Beschnittenwerden ist ein Altes Testament Symbol vom Volk Israel. Das, was Volk Israel von allen anderen Menschen und Volk trennt hat, unterscheidet hat, ist eine Beschneidung gewesen. Das ist das Symbol gewesen. Der Volk gehört mir. Im Neuen Testament symbolisch Taufe. Jeder, der sich tauft, steht vor allen und sagt, ich gehöre Jesus. Mein Leben gehört, ich bin ein lebendiges Zeugnis, ich gehöre zu seinem heiligen Volk. Deswegen auch Taufe ist wichtig. Taufe ist sehr wichtig. Es ist nicht einfach etwas, was wir im Wasser machen. Es ist ein Zeichen, ein äußerliches Symbol, dass ich gehöre Gott. Ich gehöre zu seinem Volk. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot aufgrund eurer Verhaltungen und wegen eurer unbeschnittenen, sündigen Wesen. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war, und dessen halt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hätten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die göttlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Unmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Vers 16. Niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen am Neumondtag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hätte und die in Christus wirklich geworden sind. Das war ein langes Stück. Ja, so geht es mir auch. Das ist ziemlich lang. Aber der ganze Teil jetzt in dem Kapitel geht um Legalismus. Jetzt antwortet Paulus, all die Lehrer, vor allem da sind die jüdische Lehrer gewesen, wo haben gesagt, Jesus ist gut, aber Jesus ist nicht genug. Du brauchst Jesus und Beschneidung, Jesus und Sabbat, Jesus und jüdische Traditionen, Jesus und Gesetz. Wir haben das Thema schon in Apostelgeschichte Kapitel 15 angeschaut, wo die ganzen Apostel zusammenkommen und sagen, nein, es ist verbracht. Jud und Heide sind wir eins. Wenn du Jude bist und Glauben kommst, Jesus reicht. Er ist genug. Und wenn du nicht Jude bist, musst du nur mit dem Gesetz wieder
erfüllen. Ich habe mal gehört, Gesetz ist wie Spiegel. Der Spiegel zeigt unser wahres Gesicht. Ob wir jetzt hässlich sind oder schön sind, ob wir müde sind oder voll fit sind. Der Spiegel hat nichts dafür. Er tut nur verspiegeln, wie ich aussehe. Also wenn man hässlich ist und immer wieder Spiegel wechselt, man bleibt auch hässlich. Das ist halt Gesetz. Der Gesetz widerspiegelt unsere Sünde, widerspiegelt unsere Schwachheit, widerspiegelt, dass wir unvollkommen sind. Und es gibt doch Leute, die sagen, am heutigen Tag, ich muss Gott gefallen durch das, was ich tun kann. Ich tue es gut, damit ich eine bessere Note mit Gott. Weißt du, manchmal vielleicht mache ich Fehler. Ich mache noch ein paar Sachen gut. Ich tue Leuten helfen, unterstützen, finanziell, Spitalbesuch machen. Ich weiss nicht, ich mache es gut, damit ich eine gute Sache auf der Seite und wenn ich etwas schlecht mache, dann ich den Guten schauen. Oder ich habe noch eine bessere Note, oder ich kann Gott Gefallen tun, indem ich gut mache. Durch unsere guten Werke, wir können keine Gunst bei Gott verdienen. Wir können keine Gnade mit Gott verdienen. Unsere guten Werke bringt nichts an den Glauben. Aber Glaube bringt an die guten Werke. Schaut im Jakobus, da habe ich nicht da, Jakobus Kapitel 2, Vers 4 sagt, was nutzt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen, kann der Glaube als solche ihn retten? Was heißt es? Wenn ich sage, ich mache gut, damit ich an Gott gefallen tue, damit ich an Gunst gewinnen, damit ich ein besserer Mensch sein, falsch. Legalismus. Aber wenn jemand kommt und sagt, ich liebe ihn, aus meinem Glauben, weil ich bin gerettet, weil ich bin geheilt, weil ich bin vergeben, weil ich habe Gunst in seinem Auge, tue ich gut. Nicht, weil ich ihm gefallen tue, weil ich weiß, ich kann es nicht. Ich komme zu kurz. Ich kann es nie. Aber ich mache es, weil er hat mir vergeben. Und das Resultat von dem ist das gute Werk. Halleluja, Amen. Das muss auch sein. Es muss auch irgendwie sichtbar sein. Aber das ist ein Resultat, Ergebnis von das, was er gemacht hat. Legalismus hat keinen Platz und macht nur Blut von Jesus. Der auf Kreuz gossen ist billig und nimmt die Bedeutung von dem weg. Mögt ihr noch ein grosses Stück miteinander lesen? Haben wir nicht viel. Und dann, Legalismus sollte er abschließen, da geht er auf das nächste Thema, das heisst Mystismus. Jetzt, wir haben Humanismus, Philosophie, menschliche Philosophie angeschaut, Legalismus und jetzt gehen wir im Mystismus rein. Ab Vers 18, lässt euch das Heil von niemand absprechen, der sich daran gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel. Und er sich davor auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Die selbstsüchtige Einstellungen solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen. Gott statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist. Er sorgt dafür, dass der ganze Leib geschützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder, so wächst, wie Gott es mochte. Da sind gewisse Leute gekommen, die haben ihre Theologie auf übergeistliche Visionen, Träumen, Gottes Stimme gesetzt. Ich habe heute eine Bibel da eigentlich von der Kirche geklaut, nicht geklaut, gebraucht. Da habe ich heute gesehen, steht, Gott spricht heute. Gott spricht heute. Ich glaube
fest, dass Gott heute spricht. Dass Gott sich heute offenbart. Dass Gott heute mit uns redet. Auch durch Visionen, auch durch Träumen, unterschiedlich durch Propheten, Menschen, durch Natur. Die Bibel lehrt uns unterschiedliche Art und Weise, wie Gott mit uns spricht. Aber eine Hauptart und Weise, wie Gott spricht, ist sein Wort. Wenn du sagst, ich habe Gottes Stimme nie gehört, dann frage ich dich, hast du mal die Bibel gelesen? Ja, dann hast du es gehört. Nein, doch, sicher, hast du es gehört? Da, das ist Gottes Wort. Gott spricht und er spricht durch sein Wort. Gefahr ist, wenn ich mir vertraue, wenn ich mir glaube, wenn ich meine Hoffnung, wenn ich meine christliche Weisheit und Wachstum auf übernatürliche Sachen lege. Übernatürliche Praktik. Wenn ich sage, ich erlebe Gott nur ihm. Und ich tue es Gott begrenzt auf übernatürliche Sachen. Oder wenn ich anfange zu lachen, wenn ich anfange Visionen zu sagen, wenn ich Gottes Stimme so, dann ist es richtig. Übertrieben von der Übernatürlichen. Oder nur auf das anschauen, nur auf das achten. Es ist richtig, wenn es übernatürlich ist. Ist alles falsch. Ich glaube, Gott redet. Übernatürlich ist ein übernatürlicher Gott. Gott wirkt auch durch Zeichen und Wunder, wenn er will. Aber wenn ich alles auf das versetze und erwarte und hoffe, es kommen die Leute zu mir und sagen, hey, ich habe das und das erlebt, das glaube ich, das ist von Gott, das ist so genial gewesen. Sage ich, okay, ich tue 3 Fragen stellen. Jetzt muss ich die 3 Fragen finden. Ich tue 3 Fragen stellen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, du, ich habe das erlebt mit Gott. Und ich glaube, das war Gott gewesen. Dann schaue ich, okay, erstens, verherrlich das, was du erlebt hast, gesehen hast, gespürt hast, gehört hast. Verherrlich sie Gott und weist auf ihn oder auf dich oder Menschen. Resoniert sie mit Jesus' Lehre und der biblischen Lehre. Steht irgendwo in der Bibel. Lehrt Jesus darüber. Sehen wir in der Apostelgeschichte. Nein. Okay. Führt sie zu einem engeren Wandel mit Gott. Führt sie zum Bekehrung, Umwandeln, Buße tun. Oder eher führt sie zum Angst. Was ist das Ergebnis von dem? Hast du eher Angst und Nein, danke? Oder ist das auch Nähe zu Gott? Ist das ermutigend oder zerstörend? Schau auf die Frucht. Und wenn einer sagt, ja, ich weiß es nicht, aber ich weiß, das ist meine Erfahrung. Dann sagst du, es mag gut sein, aber wenn es nicht mit der Bibel übereinstimmt, egal. Wie du es glaubst, dass es richtig ist, ich kann es nicht annehmen. Wenn du kannst mir sagen, doch, steht in der Bibel, schau mal an, sehr gerne. Kann miteinander anschauen. Aber mein Vertrauen ist nicht auf das, was ich erlebe, sondern auf das, was das Wort Gottes sagt und die Frucht, was es bringt. Und das ist Mystismus, das auch heute in der Kirche ist. Und der letzte, was wird anschauen, Vers 20 bis 23, ist Asketismus. Schau mal, Vers 20 bis Ende. Wenn ihr also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr denn so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Ihr lässt euch vorschreiben. Wer macht das? Viel. Damit darfst du nicht zu tun haben. Davon darfst du nicht essen. Das darfst du nicht einmal berühren. Dabei geht es hier doch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Der letzte Vers. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den anscheinend besondere Weisheit hat. Dieser selbstgewollte Gottesdienst, diese Demut, diese Schönungslogik gegenüber dem einigen Körper. Schonungslosigkeit, gegenüber dem eigenen Körper, doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Asketismus heißt,
sind Menschen gewesen, die sich körperlich geschadet haben. Die ihren Körper Leid und Schmerz da haben, damit sie Gott näher kommen können, damit sie heiliger werden können, damit sie mit dem Unbequemlichkeit, in dem, dass sie unbequem sind, unwohl sind, keine Freude haben, Gott erleben und spüren. Sind Menschen auch vielleicht heutigen Tag denken, ich darf nicht so geniessen, Spass haben. Menschen, die auf einen sind, ich glaube, in unserer Kirche Menschen in zwei Extremen. Ein Extrem heisst, ich bin gerettet, ich bin geheilt, ich habe Heil, ich habe Gnade Gottes, Jesus ist für mich gestorben und jetzt kann ich leben, so wie ich will. Ich bin Christ. Und es gibt keine geistliche Disziplin in meinem Leben. Ich muss dann keine geistliche Disziplinordnung haben. Das ist ein Extrem. Gegen geistliche Disziplin. Oder einfach ein bisschen bequem und easy. Und, mir geht's gut, ich bin bequem. Wieso brauche ich da die geistliche Disziplin? Das ist auch viel Arbeit. Und dann kommt der andere Extrem von Menschen, die auf alle Vergnügungen, Freude und Genuss im Leben verzichtet, sich unbequem machen, sie ihren Körper bestrafen, damit sich Gott gefällt tun, gut tun. Das ist vor ein paar Jahrhunderten oder am Anfang Jahrtausend sehr gross bekultet oder auch bei der römisch-katholisch gesehen. Es war eine Übung von den Mönchen auf den Boden schlafen oder auch gewisse Orte, wo sie haben spezielle Kleider tragen, dass ihr Körper wehtut. Sie müssen immer bissen. Oder sich selber geschlagen. Dass es körperlich wehtut, damit es Gott gefallen tut. Ich frage mich, manchmal wir machen es auch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, bei uns heutigen Tag ist der andere Extrem. Gar keine geistliche Disziplin. Spirituelle Disziplin. Jesus hat gesagt, ihr müsst von euch selber sterben. Sterben für mich. In mir, in der Welt sterben, Kreuz tragen, ist gesund. Das heisst, Sünde auf der Seite tun. Nicht in der sündigen Welt leben. Aber es ist schon ein Extrem. Und das ist nicht von Gott. Wieso ist es nicht von Gott? Weil äußerliche Praxis kann innerlich nicht bewirken. Es ist, wenn ich mich äußerlich schlage, aber mein Herz ist noch nicht nach Gottes Herz. Wenn mein Herz nicht mit Gott läuft und nach Gott sehnt und hungrig nach Gott ist, bringt nicht. Aber wenn das innere Herz mit Gott läuft, sich sehnt nach Gott, mit Gott in gleichen Klang ist, mit seinem Herz verbunden ist, das zeigt sich auch äußerlich. Ich würde euch auch ermutigen, weil ich spüre eher, wir haben auf der anderen Extrem. Ich würde euch ermutigen, durch geistliche Disziplin zu wahrnehmen. Durch unsere geistliche Disziplin hineingeben. Wir sind manchmal zu bequem. Aber nicht, dass wir jetzt anfangen, uns zu schlagen und strafen. Aber wir sehen es auch Fasten in der Bibel. Wir sehen gewisse Verzichten in der Bibel. Für gewisse Zeit. Wir sehen, dass Apostel gefastet und betet. Sie haben sich verzichtet auf gewisse Ernährung und Genuss für eine Zeit, damit sie Gottes Stimme besser hören. Und wieder nachher im Leben weitergemacht. Das ist gut. Also, ich werde jetzt mit uns von euch beten. Ich weiss nicht, wie du da bist. Ja, du darfst euch langsam vorbereiten. Ich weiss es nicht, ob du mit ein oder anderen von der Theorie, Philosophie, Ketzerei am Kämpfen bist. Entweder mit Humanismus, wo du sagst, hey, ich verlasse mich viel zu viel auf mein Verständnis. Ich muss nachvollziehen, ich muss verstehen, damit ich es glauben kann. Oder einfach ich im Zentrum. Wenn das ist, fragt der Heilige Geist dich zu offenbaren. Vielleicht ist Legalismus. Ich muss machen. Wenn ich nicht mache, dann bin ich nicht ein guter Mensch. Dann habe ich Gottes Liebe nicht verdient. Ich muss noch mehr. Ich muss gehen. Weil ich fühle mich nicht würdig. Dann will ich für das beten. Vielleicht bist du da und sagst, hey, übernatürlich, das brauche ich. Weil das bestätigt mein Glauben. Dann würde ich für das beten. Wenn du da bist und sagst, hey, ich muss leiden, damit ich heilig werden kann. Oder falsche Dämon, damit Menschen sehen, dass ich ein guter Mensch bin. Lass uns für das alles beten. Lass uns miteinander beten. Jesus,
Wir wollen uns entschuldigen, wenn wir ein oder andere von dieser Ketzerei glaubt, praktiziert haben. Ich könnte mich entschuldigen für den Humanismus, Legalismus, Mystismus und Asketismus. Ich entschuldige mich, wenn wir unseren eigenen Verstand an Autorität über deine Autorität gesetzt haben. Unser eigenes Wunsch, Bedürfnis von das Übernatürliche über deine Bedürfnisse und Wunsch gesetzt haben. Unser eigenes Leiden, Stolz, falsche Demut statt echter christlicher Leben. Heiliger Geist, danke, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass du treu bist. Und danke, dass du Gottes Gedanken, Gottes Herz, Gottes Pläne uns offenbarst. Danke, dass wir dürfen für dich empfangen. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt gerade ein. Offenbare dich in unsere Gedanken, in unseren Körper, in unsere Herzen. Jesus, wir wollen dich sehen und erleben. Und als Gemeinde, wir sagen, Jesus, du bist genug. Du bist genug. Genug über unseren Verstand, genug über Gesetze und Regeln, genug über all übernatürliche Sachen. Du bist genug. Aber an der Welt, du bist genug. Wir lieben dich. Wir loben und preisen dich. Und wir können nie genug danken. Merci. Amen.